Merci für das Wort. Zum Ordre du jour geht de Projet de loi 6680, den wir heute sollten zur Aufstimmung haben. Ob Dufro von der ADR noch der von der CSV war nicht mehr spät wie gestern eine gemeinsame Kommission zu summen von den Finanzen und Budget auf der einen Seite und Affaire Juridik auf der anderen Seite. Bei denen kommen dann wohl Diskussionen sind ganz seriöse Bedenken abkommen, was die Legalität und auch die Opportunität von dem Text angeht. Also sowohl Kollegin Roth, Wieseler, Moser von der CSV wie auch es selber haben da gewisse Sachen vorgedrohen und hat man ehrlich so geschenkt, wie waren auch bei Kollegen auf der Majoritätsbank, die sagen nicht, ob darf Euro gestoßen wird. Und auch bei der Regierung habe ich gemeint zu gesehen, dass aber eine gewisse Ansicht eventuell kein da sind, dass nicht kann eine behördliche Decision ohne Rekursmöglichkeiten zulassen. Ich wollte also froh, für den Projet de loi 6680 haut von der Derresordnung aufzuholen, für die Majoritätsparteien nach einer Möglichkeit zu gehen, die Sache reposé zu überlegen, aber da ist zusammen zu gucken, dass man eine Lesung können fanden, selbstverständlich an in den kürzesten Fristen, wenn wir wissen, dass ein gewissen Zeitdruck da ist, da wäre man natürlich absolut bereit für zu kooperieren. Es geht nicht um eine Verzögerungstaktik, es geht wirklich darum, ein Gesetz an dem dortigen Zustand nicht zum Wort zu bringen. So nicht merci. Der Projet de loi 6680 ist faszinant. Und das faszinant, weil er auf der einen Seite Rechtsstaat und seine Grundprinzipien betrifft, an der Woche, wenn auf der anderen Seite die Arbeitsmethode von der Chambre erlaubt zu belichten. Ich will nicht so zu entlarven. Das ist ein Projekt GOF an die Kommission des Finances et du Budget verwiesen. Das ist die Konferenz der Präsidenten, die das dezidieren. Beinhaltet aber, wie wir gerade gesehen haben und durch die verschiedenen Interventionen schon hören haben, ganz grundsätzlich juristische Aspekte. Die Frage ist, ob nicht systematisch Projekt de loi, die die Finanzplätze betreffen und die so einen gravierenden juristischen Aspekte haben, systematisch sollten zumindest auch und Justizkommission verwiesen gehen. Das ist erstaunt, wenn ihr guckt, wie alles um seiner Vie gefragt wird. Ganz honorable Institutionen. Chambre des Salariés, Chambre de Commerce, Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, Chambre des Métiers. Kein von denen hat direkt etwas mit diesem Projekt de loi an seiner Umsetzung zu dienen. Wo sind da wir von der ABBL, von der Reviseur d'Entreprise, vom Ordre des Experts Comptables, vom Notariat, last not least der Barreau. Den Barreau seiner wie Hummer, aus dem ganz einfachen Grund, weil mir als ADR gefroht haben, weil sonst keine gefroht wird. Ja, wir könnten, als Haut schon viel zitiert gehen, an die wird gesinnet, wer doch an zukünftige Gerichtsaffären nach ganz viel zitiert gehen. Nehmen wir noch, das ist absolut kein Quatsch. Das ist Fakt. Fakt ist auch, dass an der Kommission, den Herr Berger, Herr Präsident, erlaubt das Wort, hat für den großen Dialog gelaufen. Nee, das war kein Dialog. Wir konnten, die Spezialisten, die da so für der CSV, auch von der ADR, konnten hier Argumente bringen. Mit, dass sie dort die Argumente geantwortet gehen. Die erste seriöse Antwort, die ich heute hören, ist die vom Kollege Franz Fayo. Kommen wir mal zum Fond von der Affäre. Er geht also auf Betreiben von der OECD, alias Emanation Forum Mondial, gehen wir an dieses Projekt, wie gesagt wird, raggetrieben. Wir gehen raggetrieben, sagt Franz Fayo-Eis, weil es zu Lützeburg zu viel Rekurre gibt. Wir gehen raggetrieben, sagt Franz Fayo, weil 15 Urteile gehen an einem Jahr, wäre das so, 300 Demandes, 15 Urteile an einem Jahr, wo als Kur administrativ oder als Tribunal administrativ sich doch nicht erkennen, für Position zu holen. Aber wir sollten stolz sein als Demokratie, dass man so ein funktionierend Verwaltungsgerichtspaket tun. An die verteidigen gegen das Ausland. Wir brauchen uns doch dafür nicht zu schummen. Die OECD, was steht dahinter, wie funktioniert sie? Es sind 34 Länder, die ein Forum geschaffen haben zum Austausch von Erfahrungen und zum Sichern von Lösungen von gemeinsamen Problemen. Hier ist den allerwichtigste Moyen, den angesagt wird, der Gruppenzwang. Wie Schulhaft. Einer, der nicht mitspielt, der wird gemobbt. Wir sind eben ob ein Lösch gesagt. Wenn sich die Lösche mal anguckt, gesagt, sind da ganz komisch Sachen. Wir sind da ob immer non-compliant, wir sind da partially compliant, wir sind da fully compliant genannt wird. Auf vier Wert. Seychellen sind immer 2 Käse non-compliant. Komplett non-compliant. Türkei ist mal 2 Käse non-compliant, partially compliant.
Das muss irgendjemand mal die Logik davon erklären. Es so mit de quoi je me mêle. Hier geht es darum, gemeinsam Lösungen für Probleme zu sichern. Ja, mir geht doch nicht darum, sich an die Souveränität von anderen Ländern über Gebühr anzusetzen oder zu probieren, die Länder zu ersetzen. Und sogar an Amerika gibt es Akademiker, zum Beispiel auf der McGill University, Dallas Christian, was schon 2011 in einer These gesagt hat, dass die OECD de facto ein neues soziales Kontrakt schärft. Und es schreibt, if any social contract exists, its terms should be explicitly articulated. A genau dat as die Debatte man müsste feiere par rapport zu den Leuten von der OECD. Wir brauchen klare Spielregeln. Wir müssen nur den Spielregeln spielen. Nicht da muss man die Spielregeln diskutieren und zusammen festlegen. Wir sind nicht von irgendwelchen Bürokraten abdrücken lassen. Für die DDR kein internationales Gremium, was doch immer seine Legitimität ist oder nicht ist, eist Land zwingen, für internationale Konventionen zu violieren. Und ich gebe dem Gilles Roth 100% recht an seiner exzellenten Analyse, dass heute den Artikel 6 und den Artikel 13 von der Europäischen Menschenrechtskonvention violiert geht. Das ist der Prozess equitabel und das ist der Voir de Recours effektiv. Die sind mit diesem Gesetz nicht gehen. Es geht zum großen Teil um den, über den die Information gefragt wird, es geht auch um den, den die Information hört. Über den, das nach Keyword gesucht wird. Muss den Avocat einem Klient seine Données und dem sein Herkunftsland Ferogin, weil der Lützeburger Steuerdirektor ihm das ordoniert. Und dass den dürfen kein Droit de Recours hat, das ist inakzeptabel. Aber was für schwer ist das in dem Beruf, der ja aber ganz viel darüber basiert, dass ein Vertrauensverhältnis hat mit seinen Klienten. Dann ist auch geschwärzt, mit Recht über den Recours au Fonds en Pays d'Origine. Der Staatsrat geht über die Rekursmöglichkeit weg, indem man sieht, man ja die Betroffene braucht ja nicht mehr an seinem Land Rekurs zu machen. Bei einem von den Ländern, mit denen wir kooperieren, ist der Katar. Am Katar, Herr Minister, gibt eine Frage ständig, wenn sie frieren geht, man einem Nicht-Muslim. Was macht dann nur, wenn der Katar durch ihren Informationsaustausch herausfindet, dass die freie Affäre hat mit einem Lützeburger, und sie wird geständigt? Die hat schon einen fantastischen Recours en ihrem pays d'origine. L'absence de tout recours au Luxembourg est inadmissible quand la demande d'information provient d'un État dont les juridictions sont inexistantes, corrompues ou de façon générale ne garantissent pas un accès à la justice efficace, sieht de Barrot an seinem exzellenten Avis. Herr Justizminister, es gibt kein Recht ohne Rekursmöglichkeit. Es gibt auch kein Recht am Sekret. All Bürger ist auch ein Steuerbürger, das ist auch ein Kontribuable. Geht hier ein Ungesicht von irgendeinem, seinem Patron, seiner Frau, seinem Noper, da geht ein das Gewur. Möchte ich hier ein Plan bei der Polizei, da geht ein das Gewur. Da kann sich justifizieren. Just eine Steuersache, da geht es eine echt geheime Staatssache, die hier angefordert wird nicht informiert, dass irgendein gefragt wird, für Informationen über uns zu gehen, an denen das gefragt wird, wird keine Rekursmöglichkeit. Das hat durchgestaltet, wie man recht, das Droit de la Défense komplett violiert gehen. Und ich bin froh, dass Herr Büttel schon zitiert gehen, das will ich auch das machen. Es ist just so viel hier als exzellenten und erfahrenen Penalist. Ich denke, und das ist ganz besonders froh darüber, dass das Droit de la Défense so violiert geht von seiner eigenen Regierung. Auf der Majoritätsbank, entschuldigt, sitzen ganz viele exzellente Juristen, die man als solche schätzen. Auch sie haben den Avis vom Barrot gelesen, und ich wollte den E-Satz zitieren, der Gilles hat mir den aber schon weggeholt. N'est-ce pas l'idée même de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs? L'administration applique une loi et les juridictions contrôlent cette application. Das ist ja aber genau den Text, den Loi durchgeboxt wird, den der Totenprinzip vom Rechtsstaat wegputscht. Herr Präsident, liebe Kollegen, ich will hier klar sagen, den Herr Minister Gramegna überhält hier voll und ganz eine politische Responsabilität. Vergehend Warnungen von all den eminenten Juristen, die gefragt sind. Hier aus diesem Projekt de loi ein Gesetz gibt. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass den ersten Professionellen, den eine Injonction kriegt, sofort Recours erlädt, an eine Question préjudicielle fried bei der Cour de Justice au Kirchbirch, weil ja auch die Konvention européenne des droits de l'homme sanktioniert das.
a letzter Instanz falls die Question prejudicielle net soll zum Erfolg aber schon bezweifeln, dann huet op jeden Fall een effikasse Rekur zu Straßburg, wo Lützeburg verurteilt lässt, weil es kein effikaz Rekurmöglichkeit gibt. Soll das dann der Fall sein, da schließe ich bestimmt Gilles Roth dann denken ich, wann der dann nach Minister soll sein, dass dann eine Responsabilität holt und dann auch Ehrenhut. Merci.